Hallo, ihr liebe Leid. Ich liebe das einfach nur, das Android am Anfang großartig. Ja, wir machen jetzt das letzte Mal. Und zwar habe ich das verbotene Filmmaterial schon durchgespielt. So wie Jacks 55. Geburtstag, was absolut großartig war, meiner Meinung nach. Und jetzt geht's an Ethan muss sterben. Das ist vorerst das letzte Video, bis im Frühling des DLC kein Held bzw. Not a Hero erscheint. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Weil jeden, der das Hauptspiel hat, Not a Hero ist gratis. Das heißt, ihr müsst nicht in der PlayStation Store oder sonst wo hier oder Steam-Account und sonst irgendwas haben. Not a Hero ist gratis. Das wird aber erst im Frühling kommen. Und ja, ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden, wie es aussieht. Und jetzt als Abschluss und Zusatzinhalte, so weit wie es halt derzeit ist, mache ich Ethan muss sterben. Ein ultraschweres Minispiel. Können Sie lange genug überleben oder wird es Ihnen zuvor den Willen brechen? Wir empfehlen, das Hauptspiel abzuschließen, bevor Sie Ethan muss sterben ausprobieren. Natürlich wollen wir. Bereit zu sterben. Ein Berg von Leichen. Dieses höllische Haus hat nur einen Zweck. Die Vernichtung von Eindringlingen. Keine Speichermöglichkeiten. Objekte werden jedes Mal zufällig ausgewählt. Unzählige Fallen und Monster erwarten Sie. Ethan wird höchstwahrscheinlich hier sterben, aber keine Angst. Versuchen Sie es einfach wieder und wieder. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das ist verrückt. Niemand schafft es dadurch. Dieses Haus zu erstürmen ist für die meisten unmöglich. Wenn sie nicht sicher sind, ob sie eine der wenigen Auserwählten sind, die es schaffen können, ist es keine Schande aufzugeben. Aber wenn sie das Unmögliche vollbringen, wartet der höchste Ruhm. Objekte. Ist das Glück auf ihrer Seite? Die Objekte in Kisten oder Truhen werden grundsätzlich jedes Mal zufällig aufgefüllt. Ob sie etwas Brauchbares bekommen, hängt von ihrem Glück ab, jedoch können sie den Wert von Objekten in Kistentruhen anhand der Sternebewertung erahnen. Je mehr Sterne auf einer Kiste angezeigt werden, desto besser sind die Inhalte. Zerschlagen sie ihren Grabstein. Eine Göttinnenstatue wird in dem Ort erscheinen, an dem sie zuletzt gestorben sind. Zerschlagen sie sie und sie erhalten eines der Objekte zurück, die sie zuvor im Inventar hatten, aber wenn sie erneut sterben, bevor sie die Statue erreichen, ist diese für immer verloren. Okay, das war's soweit, aber ich habe gemerkt, meine Stimme ist schon wieder so komisch. Deswegen gibt es erst noch mal einen Schluck Wasser. Und ja, natürlich probieren wir unser Glück und wir werden höchstwahrscheinlich verrecken. Besiegen Sie Margaret im Gewächshaus. Nein. Scheiße, nein. Das fand ich so schon schlimm genug. Oh. Das fand ich in der Haupthandlung schon schrecklich genug. Will ich das machen? Muss ich das machen? Ich habe auch keine Karte und es gibt auch keine Speichermöglichkeiten. Okay. Endstern. Da wird Müll drin sein, ne? Kraut. Okay. Kraut ist wohl kein Müll. Finde ich zumindest mal. Denken Sie mal drüber nach. Ach, scheiße. Scheiße. Was haben wir da? Natürlich können wir nicht in der Wohnwacherei, wie wir jetzt erfahren haben. Bei Töchter war das der Gästeraum für die Mia. Okay. Da können wir auch nicht durch. Okay, schade, das können wir auch nicht zerdeppern. Ich hab was im Mundwinkel erheblich gestört. Igitt. Pfui Teufel, Yankee. Ach Mann. Ich will nicht ins Gewächshaus. Finden Sie den Gewächshausschlüssel im Wohnzimmer des Haupthauses. Okay. Du Kotze-Typ. Okay, ich sterb jetzt schon. Stirb, Stimmler! Oh nein! Schießpulver, toll, wir sind schon tot. Nein! Stirb! Yankee, die Gurke. Scheiße. Besiegen Sie Margaret im Gewächshaus. Ich sterb schon bei M. Mulder. Wie schrecklich wird es dann erst. Flüssige Chemikalie. Okay. Wenn ich jetzt noch die Göttinnenstatue erreiche auf der Treppe,
Ist alles irgendwie noch Paletti, dann könnte ich vielleicht noch ein Kraut abstauben. Zack. Und jetzt rennt da der Ethan. Hopp, renn. Ach jo, genau, komm. Mach doch ein bisschen uff. Wenn Sie eine Holzkiste finden, sollten Sie sie nicht sofort öffnen. Sie könnte mit Sprengstoff gefüllt sein. Alles klar, ja, komm. Warum? Ach, nicht? Ach du Scheiße, wie soll ich dann das packen? Kraut. Wie soll ich das bitte schaffen? Ohne Witz. Das ist ja die Hölle. Im Wohnzimmer des Haupthauses. Da muss ich... Ja, genau. Komm, ich sterbe am besten jetzt noch hier. Da muss ich hier durch, ne? An der anderen Seite verschlossen. Das kann ich jetzt schon nicht ausstehen. Oh Mann. Oh Mann, ist das scheiße. Was war dann das? Das ist doch eine Falle. Laufen Sie weg. Ja, leck mich doch am Berzel, Mann. Ist das ein Rotz? Okay, komm. Und ich habe nichts gekriegt. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Ach Gott, was ein Scheiß. Gibt's dann das? Ich glaube, Ethan muss sterben ist definitiv nicht mein Lieblingsmod. Erste-Hilfe-Arznei, ja, dankeschön. Ach du Scheiße. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Komm her, der schwarze Ritter verliert nie. Scheißpulver. Ja, super. Geil. Komm. Wir halten jetzt Endspucker aus. Im Wohnzimmer des Haupthauses. Ich hab gekarrt. Ja. Alter, wisch da mal die eklig Kotze-Schnut ab, du Widerling. Hallo. Tschüss. Nein. Alter, kannst du aufhören, mich da zu kotzen, du Widerling? Irgendwas habe ich gekriegt, Ich habe eine Flinte gekriegt. Lass mich wieder raus, lass mich raus. Dankeschön. Okay. Ich habe die M21 Flinte, alles klar. Okay, ich bin immer noch stark Argschlacher. Aber gucken wir mal, was sich draus ergibt. Natürlich. Hi, Diddly Ho Molderino. Okay. Na toll, tschüss. Ich schaff's ja nicht mal hier. Wie soll ich denn das packen? Wie? Wie soll ich das schaffen, verdammt nochmal? Ich habe keine Möglichkeit, hier irgendwas zu reißen. Ich habe nur mein schimmliches Drecksmesser. Ich habe keine Flinte-Munition. Ich habe gar nichts. Im Zimmer komme ich nicht hoch. In der Eingangshalle komme ich nicht hoch. Die Seitentür ist verriegelt. Und nur mit dem Messer kriege ich es nicht gebacken. Und irgendwo ist so ein fetter Molder, der mich die ganze Zeit kotzt. Dann ist hier nichts, was ich nehmen könnte. Weil hier ist abgeschlossen. Durch Richtung Lukas ist ach nix parat, ne? Und dort komme ich ach noch nicht rein. Nee, das muss ich vorher abschießen, das Zeug, sonst habe ich gelitten. Munition finde ich nirgends.
Scheiße. Ich habe null Chance, hier irgendwas zu machen. Und ein Windstoß und ich lieg tot auf dem Boden. Ey, vergiss es. Vergiss es, das packe ich never ever. Von der anderen Seite verschlossen. Vielleicht hier irgendwo. Nee, da komme ich auch nicht durch. Okay, da erwischt mich der andere Kotzer nicht. Den habe ich jetzt mit dem Messer gekillt, ganz heroisch. Warum auch nicht? Ja, manchmal haben Menschen in besonderen Situationen einen gewaltigen Adrenalinausstoß. Das hilft mir jetzt trotzdem nicht sehr viel. Weil der Ende immer noch fleißig in der Gegend rumkotzt. Und ich finde hier nichts mehr. Was mir irgendwie helfen könnte. Nee. Ich finde da echt nichts. Ohne Scheiß. Da ist nichts. Da ist von der anderen Seite verriegelt, ne? Da komme ich auch nicht durch, oder? Nee, da komme ich auch nicht durch. Da komme ich zwar bis dorthin, aber ich komme nirgendwo hier, wo es wichtig wäre. Auf der anderen Seite ist genauso schmal Hans Küchenmeister. Da ist auch versperrt. Da oben hockt der Oberkotzer rum. Aber da ist nichts. Da komme ich nicht durch. Und da auf der anderen Seite sollte ich vielleicht auch mal gucken. Aber ein Troppe reicht aus, dass ich verreck. So. Mann, ist das ein Scheiß. Ein Berg von Leichen am Arsch. Ich komme nicht mal über 2 Tote raus. Das war mein persönlicher Highscore. Fuck. Mann. Okay, das sind Gammelkiste. Die interessieren mich jetzt erstmal nicht. Ich will meine Flinte zurück oder Schießpulver. Deswegen gucken wir erstmal, was sich da entwickelt. Die Flinte habe ich zurück. Mann, 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 Mann. Besiegen Sie Mark mit dem Gewächshaus. Ja, genau. Ich weiß ja nicht mal, wo es zum Wohnzimmer geht. Das ist ja der absolute Ultra-Fail hier. Ich glaube, ihr liebe Leute, ich habe mich jetzt spontan entschlossen, dass ich das nicht Let's Play Resident Evil, sondern Let's Fail Resident Evil nenne im Titel. So. Ah. Motto hier auf einmal. Okay. Habe ich nicht bei Flinte zurückgehabt? Komm her, ich spuck dir ins Auge und blende dich. Ach Gott. Okay, scheiße. Jetzt weiß ich aber wenigstens, wo ich in etwa hin muss. Das Wohnzimmer wird dann wahrscheinlich, werden sie das Jagdzimmer damit mähen? Ich kann es nicht sagen. Ich kann es echt nicht nur sagen. Es ist auf jeden Fall scheiß erbärmlich, was ich hier abliefer. Hopp. Okay, die Flinte habe ich. Das ist gut. So. Dann geht's hier entlang. Und ab zum Schimmler, der dort lebt. Weg mit dem Schädel. Zumindest hat er uns nicht attackiert. So, hier entlang. Nein! Bei kostbare Flinte-Munition. Okay, scheiße. Ich wollte eigentlich mit dem Messer zustechen, okay? Hat sich erledigt. Da haben wir nix. Da ist aber noch was. Bitte explodier nicht. Schießpulver.
Okay. Schießpulver bringt mir aber nichts, selbst wenn ich jetzt flüssige Chemikalie finde, weil dann hätte ich ja nur Pistole-Munition damit hergestellt. Okay. Okay. Das sieht soweit noch knorke aus. Okay, wir lassen den Schimmler dort durchmarschieren und hoffen, er verreckt dabei. Okay. Okay, das war's mit dem Schimmler. Bitte, bitte nicht. Okay, Erste-Hilfe-Arznei. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht verkehrt. Eine Pistole mit Munition wäre ganz urig, wenn es das irgendwie für mich gäbe. Aber es ist so der ultraschwere Modus. Okay. Da komme ich auch nicht durch. Da kann ich mich auch nicht durchhacken oder so. Ins Wohnzimmer müsste ich, aber das ist von der anderen Seite verriegelt. Wie komme ich dann noch ins Wohnzimmer? Das ist die Froch aller Frocher. Hier kann ich mich nicht umgucken oder so. Nee. Scheiße, das war jetzt mehr oder weniger in die Fall gedappt. Wir sind nur im Jack sei Bier. Nee, das war jetzt wirklich eher in die Fall gerannt. Ich habe hier jetzt nichts gefunden, was mir hilft. Da komme ich auch nicht durch. Das heißt, ich muss wieder hier zurück. Und muss irgendwie ins Wohnzimmer kommen. Ich probiere es mal durch den Keller. Vielleicht habe ich da irgendwie Glück. Da habe ich schon gesehen. Okay, da komme ich nicht durch. Hier ruht Ethan Winters. Und er hat nichts dabei, die arme Sau. Okay, da unten. Oh. Okay, irgendwie habe ich sie reingepackt. Okay, wissen wir was, NA Love noch und ich glaube, das wird echt nicht mein Lieblingsspiel. Das ist ja echt ultra schwer, wie sie schon angekündigt haben. Und es ist die absolute Hölle. Man hat am Anfang nur dieses poplige Messer. Jeder Gegner kann einen locker killen. Und man hat kaum Überlebenschance. Ich glaube, du müsste euch bei sowas wirklich ein Let's Play von jemand angucken, der es drauf hat. Da bin ich der Falsche. Da bin ich echt der Falsche davor. Ich hab's nämlich überhaupt nicht drauf. Oh, nee, komm. Okay. Nett gemeint, aber vergiss es. Das krieg ich beim besten Willen nicht hier. Und, nein, scheiße, jetzt habe ich wieder bereit zu sterben gemacht. Scheiße. Na gut, ich habe mich einmal verdrückt, das heißt einmal haben wir noch. Manometer. Manometer. Was soll ich dazu noch sagen? Es ist sackenschwer. Und das wäre nur Pro-Gamer hinkriege. Ich persönlich werde es beim besten Willen nicht hinkriege. Und ich finde es irgendwie schade, das so als Abschluss zu nehmen. Das kann man eher in so ein Dubschädel-Video ganz zum Schluss nehmen. Wo man dann nochmal dann die Dick- und Doof-Musik und so dazu laufen lässt. Okay, komm. Jetzt werden wir Psychotonikum. Vielleicht bringt sowas. Komm. Ja, schön. Was ist da drin? Stabilisierer, ja schön. Schön, schön, schön. Das bringt mir alles nichts. Das bringt mir alles nichts. Na, die, da, 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 das bringt mir alles nichts.
Badabibi, bububi, bububu, das bringt mir alles nichts. Bababubi, babubi, bububu, der Schimmler steigt mir noch. Geh weg. Pfui Teufel, Schimmler. Batsch. Okay. Gut. Na Allah. Jetzt haben wir uns da wieder reifer kroche. Bringt uns aber wirklich alles ganz und gar nichts. Nee. Nee. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Weniger als überhaupt nichts. Und ich bin mal wieder so arg greifbar. Es reicht ein Windhauch wohl wieder aus, um mich umzuhauen. Wie soll ich dann da bitte überhaupt irgendeine Chance auf irgendwas haben? Was ist dann hier? Was ist dann hier? Komm her, ich spuck dir ins Auge und blende dich. Nee, da geht gar nichts. Da muss es da irgendwo... Keine Ahnung, ich kann es echt nicht sagen, verdammt nochmal. Oh, ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich da so abkack. Ich versuch's nochmal in den Keller. Ich versuch's einfach. Ich werde zwar wieder kläglich scheitern, aber ich probier's. Okay. Scheiße. Der zu. Okay. Hier kann ich möglicherweise vorbei. Oh Gott. Ich hab's sowas von überhaupt keine Chance. Nee, jetzt reicht's aber echt. Jetzt reicht's ja wohl wirklich, verdammt nochmal. Okay. Verlassen. Meine Fresse. Okay, das war zum Abschluss nochmal, bis kein Held erscheint oder bis ihr mir sagt, Yankee, ich würde gerne nochmal 21 sehen oder ich würde gerne nochmal Albtraum sehen oder ich würde gerne nochmal Töchter sehen oder Jacks 55. Geburtstag. Wenn von euch keine explizite Nachfrage kommen und ich hätte ganz gern mindestens 3 Stück, 3 explizite Zusagen. Wenn ich 3 explizite Zusagen kriege, dann mache ich das sehr gern. Und es muss dabei, Entschuldigung kurz. Entschuldigung. Es muss dabei Einigkeit bestehen. Das heißt, unter den Videos muss dann stehen, was weiß ich, zum Beispiel Jacks 55. Geburtstag. Und wenn ich das 3-mal lese, weiß ich Bescheid, okay, dann spiele ich nochmal Episode vom Jack. Und ansonsten Töchter, Töchter, Töchter und so weiter und so fort. Ich hätte ganz gern 3 explizite Zusagen zu Material aus dem DLC-Kontext. Da mache ich euch sehr gerne mal ein Video dazu. Ansonsten haben wir jetzt alles gesehen, was es zu sehen gibt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, entweder wie gesagt bei einer Zusatzepisode, oder wir sehen uns im Frühling 2017 bei dem neuen DLC Kein Held. Machen's gut bis dahin, Iron Yankee. Und danke, dass ihr das Let's Fail in dem Deal ertragen habt. Das war ja echt zum Kotzen, aber ich hoffe, es hat euch nochmal Spaß gemacht zum Abschluss, dass ihr da wirklich nochmal einen lustigen Part gehabt habt. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im Frühling, spätestens, bei Resident Evil 7 Biohazard. Auf Pelzig. Iron Yankee.